Wunderschönen guten Morgen aus der Speicherstadt in Hamburg. Ja, wie ihr seht, bin ich allein unterwegs. Weil für den heutigen Tag ist es ein bisschen speziell. Er geht posten. Ich gehe ins Miniaturwunderland Hamburg, was sich ja hier in Hamburg befindet, in der Speicherstadt. Und da er letztes Jahr schon hier war und das alles gesehen hat, hat er gesagt, er müsse nicht das zweite Mal kommen. Dann habe ich gesagt, gut, gehe ich allein, ist mir auch egal. So kann ich ein bisschen vloggen und aufnehmen. Und jetzt sind wir bereits am Weg Richtung Miniaturwunderland und ich habe mich extra dazu entschieden, so früh wie möglich zu kommen. Dass es einfach wenig Leute hat, dass man ein bisschen mehr filmen kann. Je länger der Tag geht, desto mehr Leute sind dort und desto weniger Aufnahmen kann man tätigen, dass halt einfach Leute hat, die halt auch ins Bild laufen oder so. Und das ist auch das Ziel der Sache. Und vor allem da muss ich halt auch aufpassen, wie sie filmen, weil sonst gibt es ein Problem mit der ganzen Geschichte wegen recht am eigenen Bild. Aber ja, die, die sich dafür nicht interessiert, juckt es auch nicht darum. Führe das Thema nicht länger weiter aus und ich würde sagen, wir machen uns jetzt bereits auf, also wir sind schon auf dem Weg, aber ich sage, ich gehe jetzt mal ins Miniaturwunderland rein. Mal schnell schauen, was das ist. Ich glaube, ich habe es schon wieder hingebracht, mich zu verlaufen. Das kann sehr gut möglich sein. Nein, es sollte glaube davor sein. Ja, ich habe es doch hingebracht. Ich bin doch am richtigen Ort, aber ich laufe das mal von der anderen Richtung hin. Vorher bin ich von oben gekommen und jetzt komme ich halt, weil ich heute Morgen denke, ich muss jetzt heute Morgen nicht hinlaufen, sondern ich nehme die U-Bahn und bin jetzt mit der U-Bahn dahin gefahren. Darum muss ich jetzt schnell umdenken, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ins Miniaturwunderland. Wir gehen jetzt erst ins Miniaturwunderland rein. So, ich habe mich gerade mal im Restaurant eingerichtet. Also, ich habe gemütlich gemacht, weil ich noch kein Morgen gegessen und das mache ich jetzt. Ich hätte einfach schon vorher innen, weil ja ein Ticket anstehen. Momentan sind sie anscheinend noch umbauen und dann sieht es recht hübsch aus bei der Anmeldung. Und darum habe ich gedacht, ja, komm lieber ein bisschen früher ins da noch zum Morgen und habe dafür gerade das Ticket schon. Und ja, ich habe mir, was habe ich mir gekauft? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendein Baguette mit Tomaten und Mozzarella. Ja, auch immer, wenn ich, genau, hier, Tomaten und Mozzarella Baguette. Ich sage, das esse ich jetzt. Also auf jeden Fall wird es jetzt bereits wieder Tag und es wird immer heller und ja, ich würde wahrscheinlich recht viel jetzt Aufwand an den Vlog schneiden, weil es recht viele Sachen sind, die man sehen kann. Und wenn man so momentan in der Schweiz ist, sieht man den höheren Berg, dann muss man sagen, Cinematics. Ich bin jetzt bereits in der Schweiz und auch in Italien und kommen jetzt Richtung Deutschland und jetzt steht auch der Miniaturwunderland Flughafen, wo man sehr berühmt ist. So, wer hat euch das Cinematics bis jetzt gefallen? Ich bin jetzt ins Restaurant gegangen. 6 Stunden Leitzeit auf jeden Fall. Ich habe jetzt etwa 4 Stunden am Flughafen gechillt, also oben im Miniaturwunderland und habe wirklich alles angeschaut und habe auch recht viel gefilmt und ein paar Fotos gemacht, aber halt auch nicht allzu viel. Ich habe etwas hin ein bisschen gemacht und habe jetzt erst Cinematics gesehen und jetzt am Nachmittag schauen wir dann noch Knopfinger fertig und dann auch noch die USA. Und dann wäre es alle Bereiche, die ich angeschaut hätte. In der Schweiz habe ich auch noch aufgenommen, das haben ja auch alles gesehen, Cinematics-Teil. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal im Wunderland gewesen sind oder wie ihr so
grundsätzlich so Miniatursachen finden zum Anschauen. Und da ich jetzt noch fertig und sehe ich noch was Also das ist eher so okay gewesen. Jetzt nicht gut, aber auch nicht schlecht. Aber es hat schon besser gegessen. So. Aber für die Location so muss man alten Zug abteilt sich richtig cool mit der Idee und auch hier mit so einem Bild. Dann sieht es aus, als würde man rausschauen. Finde ich noch eine coole Idee und ja, das gibt sicher einen Plus auf dem Ganzen. Ich bringe jetzt einfach das Essen weg und dann... Ich bin aus dem Miniaturwunderland draussen und sofort ist Arsch heiß. Junge, das ist doch nicht normal. Also, Fazit zu dem Ganzen, es war wirklich mega cool dort drin. Es hat, ja, ist zu denen meine Erwartung eigentlich recht, meine Erwartung hat es recht erfüllt. Das Problem ist halt einfach, es ist so detailreich, dass man gar nicht alles sehen kann. Und ja, irgendwann ist es jetzt halt auch ein bisschen recht voll geworden von den Leuten her. Dann habe ich mich entschieden, ja, komm, es ist schleuer, wenn man einfach ein bisschen früher geht. Dafür bin ich ja recht früh am Morgen rum gewesen. Das gleicht sich aus. Und ich kann es wirklich jedem weiterempfehlen, geht früh am Morgen. Hat es fast keine Leute, man hat genug Zeit, um alles anzuschauen. Und kommt nachher nicht in Stress, dass man etwas nicht anschauen können. Und vor allem das Wichtigste ist auch noch, dass man keine Leute hat, die die ganze Zeit reindrängen oder Fotos machen. Und man muss immer wieder aufpassen, dass man kein Foto reinläuft. Oder die anderen passen halt nicht auf und laufen ihre Fotos rein. Das ist halt nicht, alles nicht so geil und irgendwie ist das Bild recht dunkel, habe ich so das Gefühl. So, ich habe die Helligkeit nochmal aufgestellt, das heisst, das hat er mich jetzt gesehen. Und geht einfach früh genug, das ist einfach besser für alles. Ja, mehr Zeit, weniger Leute, weniger Stress. Und ja, ich hoffe, die ganzen Cinematic-Aufnahmen haben euch gefallen überhaupt. Und ich habe noch nie so etwas in dieser Art gemacht. Man muss sich selber wundern, wie das rausgekommen ist. Weil ich keine Ahnung habe, wie gut sich das schneiden lässt. Ich weiß auch nicht, wie viel Aufwand das nachher jetzt wird haben im Endeffekt. Aber ich hätte genau neue Sachen ausprobieren. Und denke, das habe ich jetzt heute machen. Und es hat ja noch einen kleinen Shop gehabt und ich habe mir da irgendetwas gekauft, das habt ihr da vielleicht gesehen. Und was das genau ist, das sehen wir dann im Hotelraum, weil ich fahre jetzt mit der Metro schnell zurück in unser Hotel.